Unsere Geschichte. Unsere Geschichte wordt aangevoerd van George Rempel in Winkler, Manitoba. George Rempel is zelfs in Mexico geboren, opgewassen, is door jaren scholier geweest. Dan heeft hij jaren in Manitoba en Canada gewoond, wo hij de Mennonitische Lehranstalt, MCI, in Gretna bezocht heeft, en cursussen genomen heeft, en dan voor jaren in Elmer, Ontario, geschafft heeft met documentationarbeit in je MCC voor de Mennoniten, wordt van Mexico naar Canada tragen. Einer van ons, die wie in Mexico geboren, opgetrokken en waren naar Canada getrokken zijn, de Geschichte zelfs metbeleefd en wieder uitgestudeerd heeft, en nu hier waren jeft om over luchtwallen checken. Dit is Geschichte nummer 8. Die wordt hier in Elmer bij de Breakradio CHPD, de Plotische radiostation 107.7 over luchtwallen geschickt, en ook in Quito, Ecuador, over CHJB over luchtwallen geschickt, en ook die wordt nu in Jüdische Sprach in de Mennonitische Post veröffentlicht. Ik zie Hen Rempel en ik wens je een gouden empfang. Unsere Geschichte. Von der wollen wir noch mehr vertalen von unseren Eltern und Großeltern ihre Erfahrungen mit ihrem Schulfreiheiten verlieren in Kanada und dann von ihrem Segen nur Freiheiten in Siedlungsland und anderen Ländern. In Oldkolonische und Kartische Schulen in Manitoba und Saskatchewan können die provinziale Regierungen nicht viel Gelegenheit finden, ihren Einfluss auszuüben, weil ihre Schulen kontrollierten hier nicht die lokale Regierungen, das damals in Russland, hier kontrollierten die Ohms ihre Schulen. Und doch hatten die provinziale Regierungen dort mit dem oldkolonisch-mennonitischen Schulwesen verstanden, noch viel böser sehr politisch zu merken, als die russländische Regierung voran. In Russland geht dort so 90 Jahre, was in Kanada mal so 45 Jahre geht, also mal halb so lang. Wo reagierten unsere Eltern dazu, wenn die provinzialen Regierungen an so angeschickt und streng behandelten? Im Jahr 1919, als das Anfang sehr klar zu werden, dass die Manitoba und Saskatchewan Regierungen fast entschlossen wären, den Mennoniten die Schulfreiheiten wahrzunehmen, die kanadische Regierung an 1873 für immer versprochen hat, dann fehlten unsere Eltern und Großeltern einfach Betreuung. Und sie, die Oldkolonie von Manitoba und Saskatchewan, schickten eine Delegation Männer nach Südamerika, dort noch Freiheiten und Siedlungsmöglichkeiten zu sichern. Diese Delegaten waren Klaas Heide und Cornelius Rempel von Manitoba, David Rempel und Julius Wieb von Swift-Current, Saskatchewan, und zwei Predigers, Johann Wahl und Johann Peiwahl von Hague, Saskatchewan. Diese Delegation sucht an Uruguay, Brasilien und besonders an Argentina noch passende Siedlungsländer und gewünschte Freiheiten. Aber sie fingen dort nicht, wo sie nur suchten. Aber ein mexikanischer Beamter, der da an eine mexikanische Botschaft, in eine Embajada in Brasilien ein Arbeiter war, der hat von den Mennoniten ihre Delegation in ihrem Segen noch Freiheiten und Siedlungsmöglichkeiten in Brasilien gehört. Und der sagt sich diese delegierte Männer von Kanada ab und sagt an, ich glaube, wo je noch Segen, das kann je in Mexiko alle finden und haben, oder kriegen. Die anderen Delegierte hatten scheinbar gar nicht so recht zu hören versucht, was das Mexikaner an zu sagen hat von Mexiko. Mexiko wäre ja ein Land, wo Pancho Villa seine Revolution herrscht und von wo man an der Zeit überhaupt nicht viel Gutes hört. Aber Johann Peiwahl von Hague, Saskatchewan, dem wird so mehrere Sprachen verstand, dem wird dort gut satten geblieben, was die mexikanische Beamte anhat, prof zu sagen. Nachdem die Delegaten etliche Monate in Südamerika noch passende Siedlungsland Ram gesagt hatten, kamen 5 von diesen geschickten Männern im November 1919 zurück nach Kanada.
Aber Johann Wahl, der kam nicht mehr zurück. Der war in Curitiba, Brasilien, gestorben und begraben worden. Als die anderen 5 Delegaten zurück in Kanada angekommen wären, hatten sie scheinbar nicht viel Positives zu berichten. Buiter dort in Brasilien gute Siedlungsmöglichkeiten wären und dort die Regierung sich darüber besinnen will, ob sie an ihre gewünschten Freiheiten geben will und dann an darüber schreiben wird. Und dann auch dort ein mexikanischer Beamter an in Brasilien gesagt hat, dass sie in Mexiko würden finden können, was sie in Südamerika nicht fangen. Beides passende Siedlungsländer und Schul- und Religionsfreiheiten. Im Jahr 1920, ganz Anfangsjahr, hatten die Leaders in Manitoba und in Swift Current, Saskatchewan, durch einen John Stelk erfahren, dort in Alabama und in Mississippi passende Siedlungsländer zu verkaufen wären. In dort Stelk, der wahrscheinlich ein Landagent war, glaubt, die oldkolonische Mennoniten in Kanada würden dort ihre gewünschte Schulfreiheiten kriegen können. Und all am 15. Januar wird eine Delegation angeschickt, dort zu untersuchen, ob dort wirklich passende Ländereien wären und ob die Regierungen dort wirklich willig sein würden, der Oldkolonie Mennoniten gewünschte Schulfreiheiten zu geben. Von Swift Current fuhren Julius Wiebe, ein Vorsteher Jakob C. Friesen, von Manitoba Peter Harms, ein Vorsteher Franz Freise. Der Hague gemeint schickt diesmal noch nicht ihre Delegaten. Mit Richter John Stelk Tope kommen die Delegaten in Montgomery, Alabama, für den Gouverneur und leihen am Fair nur was sie siegen. Der Gouverneur gibt an aber nicht zufriedenstellende Antwort zu ihren Fragen. Dann fahren diese Delegaten in Stelk nach Mississippi und versuchen dort mit der Regierung dasselbe. Dort wird angesagt, dass die Regierung die gewünschten Freiheiten für einen auswirken kann und dann an die bepasst heranschicken. Dann besinnen die Delegaten dort ein 200.000 Acker großes Fleck Land, was zum Handel ist. Das Land gefällt an alle. Sie knappen auch fort so ein Bett einen Landhandel an und fahren dann zurück nach Haus und berichten, was sie gefunden haben. Nu eerst mal een beetje van wat thuis in Saskatchewan vergeht. Wenige deel, nachdem de delegaten teruggekommen zijn van Mississippi, dan schicken de ooms van Hague Tiding naar Swift Current en naar Manitoba, dat de regering en de Hague Reserve zeer streng wordt met haar Schuldwangsgesetz en veel vorders voor het gerecht neemt, wen ihre Kinder nicht in ihre public Schulen schicken. Abraham Wiebe, Jakob Peters en Vorsteher Jakob C. Friesen van de Swift Current Kolonie fuhren voorts naar de Hague Kolonie Haan. Van Manitoba komen Johann Friesen, Jakob Leuven, Gerhard Friesen, Peter Harms en Diakon Abraham Friesen ook naar Hague. Deze oldkolonische leiders bereden zich door dat ze willen verzekeren of jeder gemeente al ihre Glieder erlangt en gebieden top durch bestimmte Landagenten verkaufen kann, so schwer dass sie wohl gewünschte Freiheiten gefunden haben. Und wieder bereden sie dort, dass Peter Wiens und Johann P. Wahl nur Regina fahren sollen und bei der Saskatchewan-Regierung dort am Anholen, die Gemeinden ein bisschen Zeit zu geben zum Uitwandern. Und dort sie mit ihrem Schuldwangsgesetz durchführen, noch so lange warten sollen, bis sie bereit sind zum Uitwandern. Wiens und Wahl wurden in Regina gut abgenommen von der Regierungsbeamten. An wird gesagt, sie würden die Sache für einen untersuchen. Am 17. März kommt ein W.A. Peters von Chicago nach Swift Current, Saskatchewan, und berichtet ältester Abraham Wiebe
ein Dokument von der Mississippi-Regierung, und nur diesem Dokument noch wollte die Mississippi-Regierung der Old-Kolonie Mennoniten all Schulfreiheiten geben, die an so meist gut wären. Aber sie versprachen noch nicht unbedingt, volle Militärfreiheit zu geben. In der Umschreibung war Peters das Dokument mehr treu, wie es Peters an versprach, dort vervollständigen zu lassen. Am 27. März wird beschlossen, dass am 12. April noch weiter eine Delegation nach Mississippi fahren soll, um persönlich mit der Regierung zu reden wegen Schulen und Militärfreiheiten. Am 1. April kommt W.A. Peters weiter mit einem Herbert Emerson Taub und will weiten, was die Leaders beschlossen haben. Diese Männer versicherten die Ohms, dass die Mississippi-Regierung für die Mennoniten zufriedenstellende Freiheiten utarbeiten wird. Am 8. April kommen Ohms und Vorstehers von allen 3 Kolonien in Rheinland, Manitoba, taub. W.A. Peters und Herbert Emerson sind auch da. Da wird beschlossen, dass Johann Friesen, Klaas Heide, Cornelius Rempel und Johann W. Rempel von Manitoba, Johann P. Wahl und Vorsteher Benjamin Goertzen von der Hague-Kolonie und Franz Peters von Swift Current am 12. April sollen nach Mississippi fahren. Diese Delegation fährt und besitzt noch weiter das Land in Mississippi. Fährt nach Jackson, Mississippi und leicht der Regierung dafür, was sie wünschen zu kriegen in ihrem Land, reden alles mit an durch und kriegen so meist zufriedenstellende Antwort. Dann fahren die Delegaten noch einmal das Land besehen. Und dann fahren sie noch bis Washington, D.C., leihen die Regierungsbeamte dort auch fair, was sie wünschen zu kriegen in ihrem Land, und kriegen auch dort so meist zufriedenstellende Antwort. Aber einige, aber nicht alle Delegaten, noch ein bisschen im Stich. Man sieht an, dass sie in ihre Schulen aber auch ein bisschen englische Sprache lernen sollen. Sie kommen am 29. April zurück nach Haus. Hier will ich nu eerst mal ein bisschen vertalen von was Schullehrer Jakob Peters in seinem Dagbuch von dem in Mississippi ein bisschen Englisch lernen sollen, schrift. Er schrift einen Sonntag, wie ich und meine Frau wären vermiddag in der Kirche, wo ältester Johann Friesen predigt. Wir fuhren noch unsere Geschwister zum Mittag und der älteste und mehrere andere Polied wären da auch zum Mittag. No Mittag wordt veel van Mississippi verteld, en als davon geredet wordt dat we da worden zelden een beetje Englisch leren, wanneer we doorheen trokken, dan zegt Johann Friesen, dat is ook allemaal tijd, dat we de landessprache een beetje leren. Aber lang nicht alle Ohms werden damit einverstanden. Schullehrer Peters schrift wieder so, dat steht sehr traurig in unserer Gemeinde. In der Uneinigkeit ist scheinbar noch am geradsten mangte Ohms. Am 4. Mai ist in Rheinland Wada-Bruderschaft. Da wird beschlossen, kurz nach Wada eine Delegation nach Mississippi zu schicken, um dort den Landhandel einzuleiten. Am 7. Mai ist auf der Hague-Kolonie Bruderschaft. Aber da sind die Brüder voll von Brasilien tragen, wann auch noch einmal keine Nachricht von da gekommen ist, ob sie an ihre gewünschte Freiheiten geben worden. Am 11. Mai ist auf der Swift Current-Kolonie Bruderschaft. Die Brüder dort sind auch für nach Mississippi tragen. Sie beschließen, dass David Rempel und
Cornelius Schmidt, sollen Voortspad Manitoba fahren en vandoor met de Manitoba-delegaten Taub naar Mississippi fahren en den Landhandel vorig maken. Van Manitoba fahren ditmaal Peter Harms, voorsteher Frans Freyse, Klaas Heid en Johan W. Rempel. Diese Delegation fährt am 14. Mai auf naar Mississippi. Bezit nog eenmaal waar dort Land en laat dan einen Handelskontrakt van Aufgoten anleiden. Sie haben bereit 125.000 Acker Land te kopen voor $18 US den Acker. Wils over dat land eerst aangemeten worden moet, komen de delegaten terug naar huis en berichten wie ze den landhandel aangeleid hebben. Ze informeren de bruider dat de verkoper $2 am Acker aantalungsgeld verlangt den Handelskontrakt ganz vorig te maken. Am 1. Juni 1920 ist noch weiter eine Bruderschaft. Dort wird bestimmt, dass jeder einer angeben soll, wieviel Acker Land er kaufen will in Mississippi, und dann seine $2 am Acker Anzahlung machen. Wieder wird beschlossen, dass noch weiter eine Delegation nach Mississippi geschickt werden soll, die $2 am Acker Anzahlung zu machen, und dann den Landhandel ganz vorig zu machen. Aber als diese Delegation nach Mississippi fahren will, und was an der US-Grenze kommt, dann lassen die amerikanischen Grenzbeamte an nicht an der US hinein. Man sagt an nicht, woran die Grenze von Mennoniten gemerkt ist, aber bloß, dass sie keine Mennoniten von Kanada hineinlassen dürfen. Lothar, als das noch lang nicht wird, dass die Grenze nach der US weiter abwärts für die Kolonie, dann wollen sie aus dem angeknappten Landhandel in Mississippi herausbecken. Aber dort kostet die Gemeinde ein großes Schauf Geld. Davon reden wir noch mal mehr. Mit dem Plan, nach Mississippi zu tragen, scheint dort zu sein. Aber Quebec scheint auch interessiert zu sein, die Kolonie ihre gute Form Familien in ihre Provinz abzunehmen. Im August und September 1920 fuhr mehrere eine Delegation nach Quebec und versucht dort Siedlungsland zu finden und Schulfreiheit auszuarbeiten. Siedlungsland wird all gut zu finden und zu kaufen, aber zufriedenstellende Schulfreiheit kann man da nicht ausarbeiten. Johann P. Wahl hat sich über all dem all schriftlich so ein Bett von Landagenten informieren lassen über was in Mexiko verging, was für Ländereien dort im Handel wären und was die mexikanische Regierung recht versucht zu tun in ihrem Land. Aber solange es dort Interesse für Mississippi und Quebec so groß wäre scheinbar keiner interessiert, da nur zu horchen, was er davon vertellen will, was in Mexiko für Möglichkeiten sein können. Im Sommer wir Johann P. Wahl einmal allein nach El Paso, Texas, und nach den Nordstaaten Sonora und Sinaloa in Mexiko gefahren und hat sich dort von Landagenten informieren lassen, über was für Ländereien in Mexiko zu kaufen wären und woran. Und er hat sich dort Ländereien wiesen lassen. Im Herbst 1920 wir Johann P. Wahl mit Peter Klaassen Taub von der Gemeinde noch einmal nach El Paso, Texas und nach den Nordstaaten in Mexiko geschickt worden. Diese beiden Männer hatten noch weiter mehr Ländereien beseinen in Sonora und in Sinaloa und hatten sich bei den Landagenten in den Staatsregierungen noch mehr Informationen geholt über woran die mexikanische Regierung sich mit einmal am ausländischen Formen beworben hat und woran in Mexiko mit einmal so viel Grundeigentümer ihr Land verkaufen wollen und so weiter. Unsere Zeit ist allweiter aufgeräumt. Nächstes Mal vertellen wir uns noch mehr von unseren Eltern und Großeltern ihrem Segen nach Freiheiten in Siedlungsland und andere Länder. Nu noch eine Frau. Ist der halb von 12 immer saß, oder kann das auch mal 7 sein? Was nächstes Mal? Nächste George Rempel.